Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Erstmal eine Flöte. Und was ist dann heute? Heute ist unser Hochzeitstag, ja, wo es in dem Kalender drin steht. Lass mich rote, vom Euer gibt es natürlich wunderschönes, perfektes Wetter für das Blumentanz. Nicht für das Sonnentanz. Servus Ackermann, morgen treffen wir uns fürs jährliche Blumendänzel. Wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selbst am Tanz teilnehmen. Wester von der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Komm mal zwischen 9 und 14 Uhr vorbei, wenn du daran interessiert bist. Bäuermeister Louis. Okay. So, dann begehen wir doch heute unseren Hochzeitstag in alle Ehre und kümmern uns später ums Feld erst. Wir machen erstmal den Kruscht mit Abernte, kümmern uns dann um die Tiere und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, der Käse kann erstmal fort. Ja, erstmal um die Tiere kümmern. So. Du sagst was, Leberwurst. Versteckelst dich wieder hin am Hinkelstall. So. Dann schnappen wir hier erstmal alles und bereiten die Produktion vor. Und dann können wir uns in die Stadt blicken lassen für unser Hochzeit. Aber Erwin muss halt leider auch sein. Die weiß, worauf sie sich eingelost, als er den Bauer hier geheiratet hat oder der Hochzeitsantrag angenommen hat. So. Dann können die Viecher natürlich raus. Die anderen Viecher, um die kümmere ich mich sofort. Ja, das sieht wieder nicht schlecht aus. Ja, grunzt da mal einer. Nee, das mag ich jetzt nicht. Ich mag nur hier die Tiere streicheln, auch wenn sie mich hier voll grunzen wie noch was. Dann dürfen sie auch raus. Raus mit euch, ihr Tierler. Und die große Milchproduktion beginnt. So, die Ziegemilch muss natürlich mal wieder ein bisschen länger warten. Hier drin haben wir wieder ein bisschen Obst gefunden. Nein, ich mag die Gewürzbeeren nicht essen. Und gegen 9 oder so könnte man uns dann definitiv auch mal auf dem Dorfplatz sehen lassen. So, weiter geht's. Jupp. Aber das Gewächshaus hätte ich schon noch ganz gern abgefrühstückt. So. Und weiter. Sodele, weil Hochzeit ist das Einzigste, was wir dann halt wirklich begehen werden. Und dann bleibt jo morgen nur noch der Blumentanz. Das heißt, es wird heute definitiv eine interessante Episode. Na, hoppla. So, dann könnten wir uns jetzt definitiv mal im Dorf zeigen. So, und dann gehen wir jetzt auch zu Fuß hier. Danach kümmern wir uns um den Rest vom Hof. Ich glaube, das schluckt nicht gerade den ganzen Tag. Von daher passt das dann auch. So. Weil die Trüffel muss noch hier. Ah, da ist ja unser Wein gerade gut. Das trifft sich doch. Blaubeerwein mal wieder, dann kommt der doch rein. Und wir machen jetzt mal ganz interessante Weine. Und zwar ein Gewürzbeerewein und ein Lachsbeerewein. So, die Pam wackelt auch mal wieder zu ihrem Job hier. Aber ich möchte eigentlich jetzt heiraten gehen um 10er. Oh. Wie, ich kann doch nicht heiraten um 10er. Was ist denn da los? Warte mal, halte mal den Gaul an. Servus Pierre. Ich möchte aber zu deiner Tochter, die gerade nicht hier ist. Okay. Nee, Abigail ist nirgends zu finden. Da ist sie doch. Ich bin mit dem Bauer verlobt, wow. Oh, wir sind jetzt bei 11 von 12 sogar. Unser Leben wird sich von jetzt an ganz schön verändern. Ja, das durchaus. Obwohl sie hier dann immer noch ihr Zimmer parat hat. Bei der Gelegenheit, wenn hier noch nichts ist, kann ich selbstverständlich auch schon 24 Pastinakesaat sammeln.
Und wieder auf der Hof. War das dann erst um 12? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gedacht, ich müsste mich da um die Zeit blicken lassen eigentlich. Um 11 vielleicht? Nö. Okay. Na dann, machen wir weiter. Dann probiere ich es halt nochmal gegen 12. So. In der Zwischenzeit können wir aber hier nochmal das Zeug abpflanzen. Und wir können uns hier um den kaputten Zaun noch kümmern. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, 6 mal der Steinzaun. In Zukunft haben wir dann Abigail, die sich um sowas kümmern wird. Mitunter. So, dann hier noch rein und dort der letzte. Und jetzt aber, oder? Also wenn du um 12 nicht geheiratet wirst, dann weiß ich auch nicht. So, probieren wir es doch noch einmal. Nö. Okay. Aber es sind die 3 Tage eigentlich rum, ne? Das wundert mich gerade etwas. Was anderes kann ich gerade nicht dazu sagen, außer Na gut, dann machen wir das halt ein bisschen anders, wie geplant. Und kümmern uns erst nochmal um unseren Hof. Und gehen dann noch nochmal in die Stadt, so gegen 14 Uhr oder wann. So. Hier die Erdbeere. Und die Bohne nochmal. Und dann können wir ja nochmal gucken, ob wir möglicherweise bei Pierre noch irgendwas holen müssten. Aber ich habe jetzt nichts im Kopf gehabt. Aber das hat nichts zu heißen, wenn ich gerade nicht im Kopf habe, was ich noch zu holen habe. Hoppla. So. Und dasselbe in der Richtung. Ah, da ohne ja. Der Knoblauch ist nämlich noch gut. So. Gehen wir nämlich noch eine Runde dorthin. Ziehen noch unseren Knoblauch raus. Und wenn wir denn in der Zeit nämlich hinkriegen, wie lange der braucht zum Wachsen, dann, ja. Holen wir uns halt wieder Pastinake. Die dürfen wir noch hinkriegen in den 4 Tagen. So, jetzt haben wir es auch 14 Uhr mittlerweile. Naja, ich hoffe doch, dass das jetzt noch irgendwie stattfindet mit dem Heiraten, ne? Alles andere wäre etwas skurril irgendwie, von wegen 2-Tage-Regel und so. Naja, wir gucken dann auf jeden Fall jetzt nochmal noch im Feldwässern vorbei. Da lassen wir hier irgendwas verschnarcht hin. So ein eigener Hochzeitstag sollten wir jetzt wirklich nicht verpennen, finde ich. Ups. So, so. Weil so ein Schäß dann vor lauter Erbet vergisst du mich wieder ständig, Ackermann. Und so sollte keine Ehe anfangen. Dann, gucken wir nochmal. Zack, zack. Und hier nochmal den Krustreifasern vorne mit. Und genau, warum nicht? So, jetzt aber nochmal. 15 Uhr. Also, bitte, wir wollen doch keine Abendzeremonie irgendwann abhalten, oder? So, nochmal reingucken. Immer noch nicht. Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe mich ja nicht verrechnet, oder? Sehr merkwürdig. Nochmal im Kalender gucken. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich da meinen Antrag gemacht habe. 1, 2, 3, ne? In 3 Tagen hat sie gesagt. Hä? Sehr merkwürdig. Was geht mit dir? Huch. Oder, sind wir schon verheiratet? Also jetzt habe ich sie einfach mal geküsst, aber sind wir schon verheiratet und ich habe es nicht mitgekriegt? Sehr merkwürdig. Aber sie wohnt ja noch nicht bei mir im Haus. Okay, da ist das wohl die Hochzeit, die nie stattgefunden hat, so wie es aussieht. Alter Falter. Das ist schon etwas merkwürdig, wirklich. Steht jetzt auch bei der Beziehung drin, Abigail feste Freundin, nicht Frau. Ich bin, ehrlich zu sein, sehr verwirrt. Na gut, dann,
Jetzt hat Pierre 8 zu. An den habe ich jetzt schon gar nicht mehr gedacht, vor lauter Verwirrung. Na egal, dann, wenn wir uns morgen können wir uns auch Pastinakesaat mehr holen, dann geht das Feld halt leer aus. Egal, dann geht das Feld halt leer aus. So. Na dann. Halte Munde Gaula. Es könnte auch sein, dass es beim Blumentanz ist. Oder am Tag noch ein Blumentanz. Ich weiß nicht, möglicherweise verschwimmt hier irgendwas. Und wir sind hier nicht mehr einig, wer wann heiratet. Das finde ich aber nicht so gut. Weil 3 Tage war eigentlich halt. Ich bin mal gerade sehr, sehr unsicher. So, hier habe ich beide Zapfanlage. Hier habe ich 8-Bit-Zapfanlage drin. Hier passt also alles. Okay, gut. So, dann reiten wir doch nochmal mit der Siggi-Runde aus. Die Tiere sind mittlerweile, vor allem mittlerweile wieder alle im Stall. Also Klappe zu. Und dann verkaufen wir noch unsere Produkte schnell. Und der Kiefernteer packen wir hier wieder rein, wo er hier gehört. Und dann nichts wie weiter. Nochmal in die Stadt. Ich bin gerade wirklich etwas arg verwirrt. Wir haben unseren Hochzeitstermin eigentlich gesetzt. Sie hat gesagt, in 3 Tagen macht sie das. Die 3 Tage sind vorbei und es passiert gar nichts. Fest die Freundin ist sie jetzt, beziehungsweise verlobt oder wisst der Teufel was, aber ich bin gerade irgendwie perplex. Na gut, dann können wir aber erst Sachen noch machen. Und zwar können wir noch den Leuchtring verkaufen bei der Abenteurer-Gilde. So, bei der Gelegenheit können wir noch im Stäbruch vorbeigucken. So, für 50 geht das Ding hier weg. So, dann gehen wir dann mal weiter und gucken, dass wir das jetzt eventuell auch noch gemacht kriegen. Genau, da ist nämlich auch ein bisschen Eisenerz. Tja, entweder habe ich meinen eigenen Hochzeitstag verpennt oder Abigail kam mit der Planung arg durcheinander. Ich weiß es nicht, was das Problem war jetzt. So, noch einmal. Dumm. Wir sind jetzt mittlerweile so faul, dass wir uns hier überall hier fahren lassen, hier reiten lassen von unserem Pferd. So, weiter. Dann hatte ich eigentlich nichts großartig geplant für heute, ne? Und mein Plan ging total in die Hose mit Heirate heute. Und morgen am Blumentanz wird nichts stattfinden, weil an solche Feiertage wird eigentlich nie geheiratet. Na gut, dann gehen wir halt wieder zurück und machen morgen den Blumentanz. Alter Falter. Die Hochzeit, die es nicht gab. Warum nicht? Dann erstmal rein mit dem Kruscht. Hier, hier und hier. Und der Löwenzahn, dann verkaufen wir einfach mal. Okay, na dann gehen wir halt ins Bett. Esse ich halt einen Salat und so, ne? So, aber in die Koje. Und, ja. Paar Einnahme gab es natürlich noch. 8076 insgesamt, das ist nicht schlecht. Und dann ist heute auf jeden Fall mal zumindest wirklich der Blumentanz. Ich bin gerade... Ah, do! Okay, das findet automatisch statt. Als der Ackermann noch Pelikan gekommen ist, hat niemand gewusst, ob er in unserer Gemeinschaft passen date. Aber heute wird der Ackermann wie jeder einzelne von uns ein Teil von der Stadt sein. Es ist mir große Ehre, am heutigen 24. Frühling Ackermann und Abigail zu vermählen. Ja! Happy End! Aber nee, das Let's Play geht ja noch weiter. Allerhaupt, dann lassen wir uns mal anfangen. Ackermann, Abby, als Bäuermeister von Pelikan und örtlicher Träger vom Ehesiegel erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ihr dürft euch jetzt küssen. Yay! Party! Sogar der Zwerg ist mit dabei. Wie schön. Der Zwerg ist extra aus der Mine vorbeigekommen. Das Leben wird von jetzt an anders sein. Aber die Zukunft, die sieht rosig aus. Ja, die Hochzeit, die es nicht gab. Und dann doch. Geil.
Vielleicht wird es der Episodetitel. Okay, super Sach. Das finde ich richtig gut. Da hätten wir das jetzt nämlich auch geklärt. Hier gibt es Kirsch, Granat, Apfel und Aprikosengelee. Njam, njam, njam. Wir haben leider keine Kiste mehr frei für die ganze Hausmannskost. Deswegen kommt das Zeicherei. Und dann bereiten wir uns dann nochmal vor für der illustre Blumentanz heute. Dann können wir direkt mit unserer Frau hier begehen. Das ist doch richtig schön, oder? Wenn man direkt nur am Hochzeitstag dann mit seiner Frau noch eine Runde tanzen kann. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Ist Abigail jetzt hier irgendwo? Ja, da ist sie in ihrem eigenen Bereich. Hey, Schatz, wie geht's dir? Ich hoffe, dir steht der Meerschweinchengeruch nicht. Ah, war. Na, so, der ist noch für dich, Mädel. Und, ups, wir gießen einfach mal den Boden, warum nicht? Und Kaffee ist wieder gut. Ja, geil. So. So, jetzt hat Abigail, wie gesagt, irgendeine Mini-Version von ihrem Zimmer hier parat. Und wird uns auf dem Hof unterstützen. Moment, aber erstmal muss ich mich um die Tiere nochmal kümmern. Dumm. Ziegekäse natürlich mal wieder vergessen. Leberwurst löscht der Dost. Ist ein Leberwurstbrot, ist ein Leberwurstbrot. Ein Leberwurst löscht der Dost. Wollte ich nochmal gesagt haben. Dann zu euch, illustre Kameraden. Ja, du schnüffelt, dass ich einer der Haas. Und der Rest wird hier reingeschmissen. Um die Tiere muss sich Abigail jetzt auch nämlich kümmern. Das wäre auch eine Option, wenn Abigail jetzt Sache tät, oder wenn wir jetzt noch kein Luxusgedöns hier hätten, dann tät Abigail sich auch um die Tiere kümmern und die füttern schon. Nur mal so am Rande erwähnt, das Ganze. So, hoch, wo sind da mal ganze Tiere? Ich habe doch noch mehr Kühe gehabt. Verflixt noch mal. Sind die noch draußen geblieben? Ich habe sie ausgesperrt, die Tiere. Naja, von irgendwelchen Bestien sind sie nicht gerissen worden. Ah, okay. Okay, alles klar. So, so und so. Und dann kommt da noch ein bisschen Wollerei ins Spinnrad. Und dann läuft die Geschichte. So. Kein Obst für uns. Und dann machen wir gleich mal weiter. So, die Pepperoni scheinen auch wieder gut zu sein. Dann hätte ich Schiergar vergessen. Aber nur Schiergar. So. Okay, sieht gut aus. Sieht alles super aus. Gut, das Bäumchen gießen wir auch noch. Und dann sind schon die anderen Früchte und Gemüse sind nicht parat. Dann waren wir weiter. Ich bin immer gespannt, ob an der Bam irgendwann... Ah ja, der Blumentanz beginnt. Dann sollten wir uns auch bald mal auf den Weg machen. Weil da sollten wir vielleicht auch nicht unbedingt zu spät kommen, finde ich. Und der Rest von den Feldern können wir immer noch machen. Das sollte nicht das Problem sein. Ich kümmere mich nur noch fix um die anderen Felder. Um die hier noch. Der Rest von den Feldern können wir dann auch noch einen Blumentanz machen, finde ich. Hoppala. So, die ganze Produktion, die brauchen sowieso bis halt Ofen. Das macht dann auch nichts. So, aber der Blumentanz würde ich wirklich nur sehr ungern verpassen. Klar, bisschen können wir noch machen. Bis 14 Uhr ist es offiziell angeblich, unser Zeitfenster. Und dann machen wir uns so gegen 12 oder was, machen wir uns, glaube ich, auf den Weg, damit wir später nicht allzu viel noch verpassen. Beziehungsweise damit wir hier nicht nochmal irgendeinen anderen Mist machen müssen. So, so. Und so, das Doppelfeld hat sich ja mittlerweile auch erledigt, dadurch, dass ich jetzt die Pastinake auch nämlich kaufen kann heute, weil an Feiertagen wird sowas sowieso nicht mehr käuflich erwerblich sein. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, die machen wir jetzt schon mal gleich, die 5 Dinger. Dann haben wir das nämlich auch nicht mehr zu machen später. Und wieder hier mit dem Zaun. Die dumm. Und da drüber ist noch so ein Schimmelzaun. So, zack. Und weiter geht's. Als weiter, Ackermann. Lass dich nicht abschrecken. So. Ups. So, na. Und weiter. Ja, ich denke, dann dürften wir auch soweit sein. Dann haben wir auch wirklich ein ziemlich ordentliche Deal erledigt von dem Zeug hier und bleiben nur noch die Felder offen übrig. Das ist in Ordnung soweit. Also, kommt 3 Sell, jenes, dies, das und Pipapo und Holz hier rein und Ziegenkäse sowieso. Okay.
Dann nix wie ab. Die Mayo-Produktionen und die Käseproduktionen nehmen wir auch mit. Und dann geht's mit der Siggi weiter. In Richtung Blumentanz. So. Jetzt aber fix. Möchte ich nämlich wirklich nicht verpassen. Der Stoff hat sich anscheinend auch schon fertig gemacht. Perfekt. Ja, das ist heute sehr verwirrend, die Episode, muss ich sagen. Weil ich habe echt gedacht, es wäre der gestrige Tag, aber anscheinend ist der Blumentanz. Ach, unser Hochzeitstag. Warum nicht? So, dann gehen wir jetzt mal darüber. Leicht werden wahrscheinlich wieder nur dasselbe erzählen wie letztes Jahr. Aber jetzt können wir uns auch bei Pierres Shop mal ein bisschen mehr leisten. Saisondeko. Dekoration ändert sich mit jeder Saison. Saisonpflanze. Benötigt kein Wasser. Okay, wisst was? Dann nehmen wir so Ding mit. Für unser Knechte nochmal. Blühen im Frühling um Sommer, das Blumenfass. Das holen wir uns auch einfach mal als Deko. Und das Rezept kaufen wir uns noch. Und die Sammlervogelscheuche, die kaufen wir uns auch. So. Puh, ich bin voll. Hey, hast du das rote Gelee schon probiert? Ich mach selber welches. Nee, dich möchte ich nicht zum Tanz erfordern. Ich wünschte, Pierre hätte mehr Zeit mit der Familie verbringen. Für den Tanz habe ich mein bestes Hemd angezogen. Sowas passiert nicht alle Tag. Hi, Ackermann, schä dich jetzt so sehr. Und du, Willi, ich hätte mal Angel mitnehmen sollen. Der denkt auch nur an sein Geschäft. Was ein Leben, oder Kind? Süßer Weih und plätschernde Bach, warme Luft. Habe ich schon dabei erwähnt? Ja. Die Zeit für Frösche fängt so langsam richtig an. Weißt was? Ich geb's zu, ich mag Blume wirklich sehr. Das ist mal Geständnis. Nee, ich möchte dich nicht um den Tanz, bitte. Ach, was ist mit dir los? Also wenn jemand nur ach macht, dann froh ich dann wohl gar nichts. Ich mag so gar nicht vor alle zu tanzen. Es ist so peinlich. Ja, aber ich bin doch jetzt da, oder? Mit dem Mann muss es nicht peinlich sein. Exzellent die Sauce. Ah, das Grünzeug ist scharf. Au! Dummkopf. Ah, all die Blumen verströmen einen süßen Geruch. Die Frühlingstänze in ihren Ursprung in alte Fruchtbarkeitsrituale. Hey, du solltest über sowas Bescheid wissen, du als Landwirt. Ach ja, stimmt, du kennt es ja jetzt auch neu hier. Wer streit Tanzer, Ackermann? Ja, wär ich. Das offene Feld, das macht mich nervös. Der nervös Positives kennt, denke aber der was Positives. Oh, da scheint wohl einer mit dem Kriegstrauma zurückgekehrt zu sein. Ich freue mich, ob Emily mit mir tanzen geht. Ja, dann froh sie doch. An einem Tag, weil ich die Blumenkönigin sei. Das ist nicht fair, warum kann ich nicht die Blumenkönigin sein? Oh, ihr sollt mal auf euren Junior aufpassen. Ich bin nervös. Achso, ne, die möchte ich nicht um den Tanz, bitte. Ich versuche gerade Mut aufzubringen, jemanden um den Tanz zu bitte. Nee. Dich froh ich auch nicht, Kumpel. Ich mag's zu tanzen, aber der Tanz wirkt ein bisschen aufgesetzt. Die ältere Leute gefällt das allerdings. Nee, dich bitte ich auch nicht. Na, hallo du, es ist ja nett, dass du mit mir sprichst, nicht? Der Frühling ist schon fast vorbei und das ist schade. Schade, dass ich den nicht zum Tanz auffordern kann. Es liegt Liebe in der Luft und ich bin immer noch Single. Kenn ich gut, Mani, kenn ich gut. Mani sieht halt bezaubernd aus. Aber ich glaube, der Bäuermeister ist schon an ihr interessiert. Ich übe gerade meinen Tanz, es muss perfekt sein. Ich war die letzten 5 Jahre Blumenkönigin und bin nicht bereit, den Thron abzutreten. Ja, so die Dorfschönheit, oh Jesus. Ich genieße die Aussicht. Ich bitte dich auch nicht um den Tanz. Was mit dir? Sollen wir jetzt mit dem Tanz anfangen? Nö, noch nicht. Ich frage erst noch mal Frau. Blume, ich kann sie kaum sehen. Es ist viel zu hell hier draußen. Ach Gott, du alter Knotterer. Erinnert mich an meinen Ende Opa aus der Mutterzeit. Der war ach so drauf, aber trotzdem ein lieber Kerl. Ich arbeite schon seit einer Woche an dem Blumenarrangement. Gefällt's da? Ah jo, Oma, hast du schön gemacht. Meine Mama zwingt mich dazu. Ja, Schatz, ich bitte dich um den Tanz. Aber ich wollte mit. Ich mache nur Spaß. Natürlich tanze ich mit dir. Ich lieb dich doch. Ah, Eva hast mal ein bisschen Sorge gemacht. Jetzt können wir anfangen. Ja, natürlich, lass uns anfangen, Kerl.
Dann gibt es jetzt immer eine Runde Dancing Queen und dann Love die Sache. Ja, jetzt sind wir dabei. Wir sind zwar nicht in so einem schniegeblauen Overall mit dabei. Und die Mädchen haben alle die uniformierte Kleider an. Aber jetzt wird getanzt. So, schön, oder? Ach ja, der erste Tanz mit meiner Frau. Man kann zwar auch jemand anderes frohen, mit dem man mindestens 4 Herzen hat, aber ich persönlich bin dann doch eher dafür, dass man das mit der eigenen Frau macht. Und ansonsten macht die den Tanz nämlich mit dem Seppel und ich will nicht, dass die mit so einem komischen Typ da abhängt. Das hat Spaß gemacht, Zeit heim zu gehen. Alle hopp, Ackermann. Ein bisschen was haben wir trotzdem noch zu tun, obwohl es jetzt erst schon 22 Uhr ist. Und zwar stehen die Felder noch Oh, da ist man wieder ein bisschen Zaun verfault, wie es aussieht. Aber es sind ja glücklicherweise nur noch die Felder. Ein bisschen habe ich ja noch vorgeschafft. Huppala. Und das links das Feld, das müssen wir jetzt leider abwarten bis zum Sommer, weil jetzt können wir nichts mehr anbauen. Heute wäre es noch gegangen, dass wir Pastinake anbauen. Aber mehr geht auch nicht mehr. Ich glaube, sobald ich auch wieder mehr Laterne habe, muss ich dringend hier auch für mehr Beleuchtung sorgen. Gerade bei dem sehr großen Feld da aber muss ich für mehr Beleuchtung sorgen. Vielleicht auch in der Nähe von den Tiersteller sollte ich auch noch für ein bisschen mehr Licht sorgen. So, das war das. Und links muss ich, wie gesagt, nicht mehr. Das kann ich zumachen. Der Rest haben wir gemacht. Da muss nur noch mein Kram in die Box, die der Bäuemeister abholt. Zwar hier den Kram, der Stoff, Quatsch, den Stoff wollte ich behalten. Und das Blumenfass, das setzen wir jetzt einfach mal ganz frech. Ne, das will er nicht, okay. Dann setzen wir das Blumenfass ganz frech als Deko hier. So, du macht es auch gut hier vor dem Zeug, vor unserer Laterne. Dann sieht es nicht allzu hässlich aus. Und es ist einfach eine schöne Deko. Und jetzt ist es asynchron wegen Briefkasten davor und hier Blumenfessel davor. Jo, der Rest ist für unser Saisonarbeiter, beziehungsweise für nicht Saisonarbeiter, für unser Gastarbeiter im Multiplayer dann ab dem 3. Jahr. Und jetzt, ich muss sagen, liebe Leute, wir sehen uns immer mal wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und bis immer mal wieder. Euer Yankee.